Bin vor kurzem über eine Geschichte mehr oder weniger gestolpert, habe davon gelesen und aufmerksam geworden, und zwar auf einen Dieb. Einer von denen, die tatsächlich in die Geschichte geschafft haben, irgendwo eingetragen zu werden, weil er 13 Jahre lang hat er ungefähr von 1875 an die Postkutschenlinie von Wells Fargo im Wilden Westen terrorisiert. Das ist weit weg, aber so eine Leute kommen halt in die Geschichte. Postkutschenräuber. 28 Postkutschenüberfälle hat der gute Mann gemacht, und das Phänomen von dem Typ ist gewesen, es sind mehrere Phänomene. Das eine ist, wie ich denn darüber gelesen habe, ist, man kannte lange nicht seinen Namen. Und deswegen nannt man ihn Black Bart. Black Bart. Und das Besondere, was man an seinen Überfällen immer wieder bemerkte, war, er feuerte nie nur einen Schuss ab. Er hat nie geschossen. Und trotzdem war er sehr erfolgreicher Postkutschenräuber. Von seinem ersten Überfall ist die Rede davon, dass er mit so einer Schrotflinte aus dem Gebüsch herausgesprungen ist und sich vor den Postkutsche davor gemacht hat, wie das so im Wilden Westen in den Filmen so gezeigt worden ist, und gefordert hat, er sollte jetzt Geldkiste runterwerfen. Andernfalls, wenn er das nicht tun würden, würden seine Kollegen aus dem Gebüsch wirklich ihn abknallen. Und die Story ist in die Geschichte eingegangen, weil der Postkutschentyp hat dann wirklich geschaut, ja, der hat überall Gewehrläufe irgendwo gesehen und hat die Kiste raus. Der Black Bart hat sich entfernt, die Postkutsche ist weiter, und mit der Zeit ist dieser Mann tatsächlich hat angehalten und ist zurückgelaufen zu dem Gebüsch und hat entdeckt, dass überall so Stecken, nur so einfache Stecken durchs Gebüsch durch waren, wo man meinte, das wäre vielleicht ein Gewehrlauf. Und er sich vollkommen verarscht fühlte natürlich. Aber das war so. Tatsächlich, der Typ hätte eine Legende aufgebaut, sodass man mit der Zeit sogar von ihm sagte, nur der Anblick von Black Bart lähmte Leute. Sie wurden wie versteinert, hatten so Angst davor, was der Typ wirklich macht. Und das erinnert ein bisschen an einen anderen Typ, wo ich glaube, auch in unserer Zeit sehr umhergeht, an einen Dieb, der wirklich uns lähmen will, ein Dieb, der was rauben will, ein Dieb, der sehr aktiv auch in unserer Zeit unterwegs ist. Und keiner hat ihn gesehen. Aber jeder von uns ist irgendwann schon mal Opfer geworden oder hat darunter gelitten, unter so einer Art Dieb. Und meistens taucht er dann auf, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, weil man eine ganz komische Geschwulst irgendwo hat und denkt, das ist nicht normal. Und so ganz eigenartig sich irgendwas anfühlt, da um die Leber rum, um den Rücken herum, und man macht sich auf den Weg dahin. Oder man auf einmal auf seiner Haut einen Flecken entdeckt und denkt, ja, warum? Warum ist das so viel dunkler und schwarzer geworden und warum gibt es so eine Kuhle auf einmal? In dem Moment taucht dieser Dieb, der in unserem Leben was wegnehmen will und nagen will, taucht er sehr auf. Oder wenn Kinder erwachsener werden und eben nicht nach Hause kommen abends zur verabredeten Zeit und auch nicht am Morgen da sind und auf einmal man denkt, ja, wo sind die? Dann kommt dieses Gefühl genauso auf. Oder wenn man auf einmal über die höheren Stromrechnungen nachdenkt, die kommen werden, oder Gas und sonst was, und denkt, ja, und die ersten Rechnungen tauchen dann auf und man fragt, ja, wie soll das denn irgendwo jetzt in Zukunft mit uns weitergehen? Oder wenn Nachrichten höre von, zum Beispiel momentan vom Horn von Afrika, eine nie dagewesene Hungersnot und Dürre und nichts mehr zu essen ist, nichts mehr zu trinken ist und wirklich eine Not ist, oder von Ukraine, von Syrien, wieder Menschen bei uns auftauchen und Geschichten erzählen, wo einem denkt, ja, wenn das näher kommt, was bedeutet das, wenn immer mehr Menschen dort fliehen müssen aus solchen Gebieten, wo man nicht mehr leben kann, weil es einfach trocken ist. Und man in Ferien ist auf einmal und merkt, wie etliche erlebt haben in dem Sommer, es tatsächlich Flüsse gibt, die man nicht mehr sieht, weil es einfach so trocken geworden ist und denkt, das hätte ich nie für möglich gehalten. Wir haben im Sommer im Engadin vorbeigefahren, Motteratsch-Gletscher, und ich denke einfach, das Ding ist noch kürzer geworden. Da ist ja nichts mehr von da bald.
Und wenn manche Flüsse versiegen und du in Norditalien das Wasser rationiert hast, nur noch am Morgen oder nur noch am Abend, aber tagsüber geht der Hahn nicht mehr auf, weil man jetzt wirklich sparen muss. Dann kommt dieses Gefühl auf einmal auf, ja, was macht das mit uns? Wohin führt das? Und manchmal wird es sehr persönlich, manchmal ist es globaler dann. Leute, und die Furcht und Angst, die in unserem Leben wirklich wird nahegebildet, das beklemmende Gefühl, das erleben wir alle, früher oder später in unserem Leben. Egal, ob du jetzt ein Mensch bist, der an Gott glaubt und hier heute im Gottesdienst bist oder online dabei bist, oder ein Mensch bist, der aber mit Gott gar nichts zu tun hat und denkt, jo Gott, ich weiß, I don't know. Angst macht vor keinem Halt. Und wie ein Dieb geht er umher in unserem Leben und will was wegrauben, wo existenziell an sich wichtig wäre. Und das Gefühl wird in der Bibel und vor allen Dingen in Psalmen extrem oft thematisiert. Eine Person, der Schreiber von 73 Psalmen, ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, von den 150 Psalmen, David, redet sehr prominent von dem Dieb Angst. Psalm 34, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Was war geschehen? Psalme sind ja Gebete, Hymnen, Gedichte, die über einen Zeitraum entstanden sind, spezielle Momente hatte, dann weitergegeben worden sind und später erst dann aufgeschrieben worden sind. Und in dem Psalm heißt es ganz am Anfang, Vers 1 von David. Von ihm ist der Psalm. Er dichtete dieses Lied, als Abimelech ihn fortgejagt hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Das ist mal eine Beschreibung. Gell? Das Lied entstand, dass ich bekloppt machte. Es geht um eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel, konkret aus dem ersten Buch Samuel, wo es da beschrieben. Um die Story geht es da. Und David war zu der damaligen Zeit, wurde als König, als neuer König gesalbt über das Volk Israel. Und der momentane König, König Saul, fand die Idee nicht gut und war nicht damit einverstanden und wollte nicht seinen Thron räumen. Und aus dem Grund verfolgte er diese Person David, den jungen David, und wollte ihn umbringen, um selbst an der Macht zu bleiben. Und so jagten Soldaten hinter dem David und seinen Freunden her. Und David ist jetzt auf dem Weg, er flüchtet in eine Stadt von Philistern. Das wird da beschrieben. Philister waren Feinde zur damaligen Zeit von diesem Volk Israel. Und er geht in so eine Stadt hinein, versteckt sich da und denkt, hier wird mich keiner finden, mich kennt keiner. Und folgedessen, hier kann ich irgendwo Unterschlupf finden vor diesen Soldaten, die mich umbringen wollen. Nun ist die Idee aber hinten rausgegangen, weil sehr schnell hat sich in der Stadt das Gerücht verbreitet, dass da derjenige Kämpfer ist, der gegen einen unserer stärksten Kämpfer mal gekämpft hat, nämlich gegen diesen Goliath. Das ist der Typ mit der Steinschleuder. Der soll sich hier irgendwo versteckt halten in unserer Stadt. Also er war irgendwie erkannt worden und jetzt ist er da. Und mitten in so einer Situation steht jetzt mitten in der Stadt seiner Feinde und hat Angst und kriegt extreme Angst. Angst vor Tod, Angst vielleicht auch vor Schmerzen, wenn er gefoltert wird, Angst davon, dass er irgendwie vorgeführt wird vor allen Leuten, beschämt wird und irgendwo lächerlich gemacht wird. Mehrere Ängste. Er sagt ja, es sind Ängste, nicht Einzahl, Mehrzahl. Ich habe Ängste ausgestanden in verschiedenster Hinsicht, was auch immer alles da war. Und mittendrin starb jetzt und sagt, ja, okay, wie geht es jetzt weiter? Jesus hat mal im Neuen Testament das sehr prominent auch aufgegriffen. Er hat gesagt, Leute, in der Welt, da habt ihr Angst. Jesus ist sehr realistisch im Neuen Testament über unseren Aggregatzustand hier schon. Er sagt, ja, ihr habt Angst. Ja, das kommt vor. Ihr könnt auch Ängste haben. Ja, auch das kommt im Leben vor. Und David beschreibt das ganz speziell und sagt, mitten in dieser Not, da wende ich mich an Gott und so weiter und schreibt diesen Psalm. Ängste sind ja nicht per se schlecht. Sie weisen auf reale Gefahren hin und kann uns für was bewahren, kann uns helfen, kann uns Gutes tun und so weiter. Und David, so wird hier jetzt geschildert, hat in der Situation zwei Dinge gemacht. Das Erste, was da beschrieben wird, er hat menschlich überlegt wahrscheinlich, was soll ich jetzt tun? In der Stadt meiner Feinde, die Leute sind hinter mir her, ich bin erkannt worden. Und dann hat er diese raffinierte Idee gehabt, ich stelle mich wahnsinnig. Also er spielt Theater.
Hätte es damals schon Insta gegeben oder so TikTok, das wäre eine tolle Story geworden. David stellt sich wahnsinnig vor dem König, vor den Leuten, die ihn entdeckt haben. Und die kommen zum Schluss, der Typ kann nicht der Typ sein, die sich so verrückt benommen haben, dass immer jeder dachte, ja, da kommen sie wieder. Und haben ihn frei laufen lassen. Das war eine menschliche Überlegung, die hilft, wie kann ich in der Angst irgendwie überleben? Wie kann ich irgendwie schaffen, dass ich wieder Luft bekomme, dass ich irgendwie raus aus der Situation komme? Wir waren mit dem Staff vom ICF vor kurzem, haben wir so jährliche Retreat gemacht und sind in eine Höhle gegangen, haben eine Höhlenexkursion gemacht. 4 Stunden lang im Dunkeln. Fantastisch. Wirklich, wirklich grandios. Stockdunkel, wir haben zwischendurch mal alle Lampen ausgemacht mit so einer Führerin und dann einfach nur auf unseren Atem geachtet. Es ist wirklich beklemmend. Ja. Und du kriechst so durch so Gänge hindurch und musst so raufklettern. Und dann mussten wir später eine Wand runterklettern, also gefühlt 350 Meter für mich. Waren 15, 20 Meter ungefähr. Wie viel? 55. Ja, irgendwie ganz tief runter. Und ich stehe da oben und diejenigen, die mich kennen, ich stehe nicht so gern mehr oben auf der Leiter und sonst was. Ich habe Höhenangst. Habe ich irgendwie entwickelt, irgendwie keine Ahnung, aber ich finde das nicht mehr. Alles, was so ausgesetzt ist, finde ich nicht schön. Brauche ich gar nicht. Meine Frau hat gestern den Dachkernel bei uns sauber gemacht. Ich habe unten gestanden und gesagt, da muss man machen, da ist auch wichtig und so. Und da muss man. Das wird gut gemacht, aber ich nicht. Und da stehe ich da oben an den Ding und die Führerin sagt, ja, da müssen wir jetzt runter. Ist ein Seil, du bist nicht mit dem Steltli irgendwo festgemacht, du musst das Seil festhalten. Ja, und jetzt rückwärts da runter. Vollkommene Scheibe. Und ja, es gibt keinen anderen Weg, ich war mit dabei, also musste ich das auch machen. Und ich habe für mich dann ganz bewusst geatmet. Einfach eine Technik, wo ich mit gelernt habe, so in so Situationen, ich fange flach an zu atmen und denke, Ralf, zählen und 1, 2, 3 und dann ging es allmählich besser. Und dann hatte ich das geschafft, runterzugehen, auch wieder raufzugehen. Manchmal helfen so Tricks in so Situationen, wo wir wirklich Angst erleben. Nicht jede Angst geht so weg. Aber so manchmal kann man das eine oder andere tatsächlich damit bewältigen. Aber David hat noch was Zweites gemacht. Und es steht auch drin in diesem Vers 2, ich will den Herrn loben, sein Lob soll immer da, jederzeit in meinem Mund sein. Und schreibt dann ein paar Verse weiter, im 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er hat eine Technik irgendwo angewandt, sich wahnsinnig Theater gespielt und er hat bewusst Gott gelobt. Immer da, jederzeit, ich mache das. Das ist ein Entscheid gewesen. Gott loben in guten Zeiten, Leute, dafür braucht es fast keinen Glauben. Das kann ich machen, einfach singen, machen, tun und so weiter, das ist okay. Aber Gott loben in der Zeit, Gott als denjenigen, der das letzte Wort hat, als denjenigen, der wirklich immer noch gut ist, auch wenn mir nicht gut geht. Das ist die Challenge, wo der David hier uns mitgibt und sagt, du kannst wählen in so einer Situation. Wir haben jetzt eben den Song gesungen, I praise you in the midnight. Ich finde das ein super Song, aber ich erinnere mich an manche Situationen in meinem Leben, wo es mir wirklich dunkel war um mich drumherum und ich auch nicht sehr, sehr, sehr gläubig unterwegs war, wo ich dachte, ich möchte weiter mich entscheiden, dich trotzdem zu loben, auch wenn es bei mir innen drin ganz anders aussieht. Das hat nichts mit meinem Gefühl, mit meinem Umstand zu tun. Du bist immer noch der Gott, der letztlich eine Lösung hat für dieses Leben, diesseits oder jenseits vom Jordan. Du weißt den Weg für mich und so weiter. Und der David drückt das hinterher mal ganz interessant aus, was die Folge davon ist, im Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Gesicht wird nicht schamrot werden. Das Gesicht wird nicht schamrot werden. Wenn wir mit unseren Ängsten zu Gott kommen, ihn trotzdem loben, Gott wird uns nicht beschämen für unsere Kleingläubigkeit. Gott wird uns nicht beschämen für das, wo wir jetzt momentan keinen Glauben mehr haben und sagen, wir möchten trotzdem dich loben, auch wenn gar nicht danach ist. Gott nimmt uns so in Empfang und sagt, hey, toll, dass du das machst. Fällt mir das immer einfach? Nein. Klappt das immer? Nein. Versuche ich es immer wieder? Ja. Und manchmal nein. Aber der Psalm fordert mich wirklich aus, ich möchte Gott loben, auch in den Tagen, wo mir Angst und Bange ist. Als den Gott, der es gut meint mit mir.
Auch wenn mein Leben vielleicht, mein Körper oder sonst was momentan nicht so funktioniert. Und wisst ihr was, manchmal, deswegen habe ich ja gesagt, nein, manchmal fällt es mir so schwer, dass ich andere brauche, die mir helfen, gemeinsam zu loben. Das ist ein Privileg, wenn wir als Kirche zusammen sind, hier Worship-Zeit machen. Ich habe oft schon hier drin gesessen, gestanden und habe gesagt, ich kann manche Vers nicht mitsingen, momentan geht es nicht. Und dann habe ich einfach andere für mich singen lassen. Und bin froh, dass andere für mich singen. Andere für mich mitglauben und sagen, I praise for you, ich mache das für dich mit. Und das ist das Privileg, wenn wir als Kirche zusammenkommen. Wisst ihr, dann machen wir das gemeinsam. Wir singen nicht einzeln nur vor Gott, wir singen gemeinsam. Und wenn es dir nicht darum ist, dann lass den Nachbar mitsingen, ist okay. Aber wir preisen den Gott, der letztlich im Endeffekt wirklich das letzte Wort haben wird. Und das tut David hier deutlich machen und sagt, hey, um das geht's. Der 34. Psalm, der hat mit einigen anderen Psalmen einen ganz besonderen Aufbau. Das heißt, der ist in einer gewissen Art geschrieben worden, das nennt man Akrostichon. Der Psalm hat 22 Verse und 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und jeder Vers fängt mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet an. So geht es von A bis, also in unserem Alphabet von A bis Z. Und so ist genau der Psalm aufgebaut. Und so konnte man sich Psalmen, Gedichte, Lieder auch ganz einfach merken. Akrostichon, eben A, B, C, ein Buchstaben nach dem anderen und jeder Vers fängt mit dem nächsten Buchstaben an. Und in der Mitte von dem Psalmen ist häufig der Höhepunkt, das Kernthema von so einem Psalmen aufgeschrieben. Es ist so ein Aufbau da drin. Und dann kommt der Höhepunkt vom Psalm. Das ist dem Schreiber extrem wichtig, das deutlich zu machen. Und in Vers 12 steht Folgendes. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Kinder, kommt her, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Der Dichter, Musiker, Staatsmann, Stratege, was will er den Leuten beibringen? Wie man jetzt Theater spielt und sich wahnsinnig stellt in solchen Situationen, wie man Lieder schreibt, wie man eine Strategie macht. Er kommt auf ein ganz anderes Ergebnis. Er sagt, sein Grundstatement für ihn und die Politik ist, look, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und er sagt das wie auch den Kindern der nächsten Generation. Leute, was wirklich wichtig ist, ist Furcht des Herrn. Und momentan ist ja auch bei uns hier immer wieder eine Diskussion, welche Kompetenzen sollen unsere Kinder, die nächste Generation lernen. Lehrplan 21 und so weiter und so fort. Welche Kompetenz wollen wir wirklich weitergeben? Und David sagt hier, hey, look, Furcht des Herrn. Was ist damit gemeint? Ich sage mal zuerst, was nicht damit gemeint ist. Furcht des Herrn ist nicht damit gemeint, dass wir Angst haben vor einem übermächtigen Gott und quasi aufpassen müssen, dass ja nichts schief läuft. Ich habe das schon mal hier erwähnt, in meiner Sonntagsschule habe ich das Kinderlied noch auswendig lernen müssen. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleiner Mund, was du sagst, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt das einer? Ja, da, zweite Reihe, erkannt. Da hinten noch einer. Ihr dürft euch outen. Ihr bist alle in der Seelsorge. Na, ehrlich. Das ist der größte Humbug, den ich je in meinem Leben, glaube ich, gelernt habe in der Kirche. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und das war durchaus strafend gemeint, jeweils in meiner Sonntagsschule. Gott sieht alles und das ist durchaus eine schlechte Nachricht für dich. Und das ist genau eben nicht gemeint. Das ist eben nicht mit Furcht gemeint. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, das ist ein abstruses Bild, wo eine Schlagseite hat, wo irgendwas hervorhebt, wo aber nicht in dem Text und auch dem Gesamtbild von der Bibel entspricht. Furcht, auch im Hebräischen, meint vielmehr wie Respekt, Ehrfurcht. Ich achte ein, ich unterordne mich dem. Das ist einer, der wirklich was zu sagen hat. Es geht darum, um Anerkennung. Ich habe es vor kurzem gesagt, der Jesus als Herr oder als König. Und wir betonen es stark, Jesus, der mit uns durchs Leben geht, der Heiler, der Retter, der Bruder auf Augenhöhe. Und das stimmt, ich habe es vor kurzem mir schon gesagt, das stimmt 100%. Aber er ist auch der Herr. Aber er ist auch der König, der das letzte Wort hat. Und es liegt an mir, ob ich das respektieren will und annehmen will, dass in meinem Leben eine Autorität ist, die über mir steht. Und ich das wirklich akzeptiere und respektiere als der Heilige
Und versteht ihr, liegt nicht an mir, denn letztlich zu entscheiden, was mir von Gottes Geboten passt oder nicht. Sondern ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Geht mir um die Frage, gebe ich Gott wirklich die Ehrfurcht und will ich das? Und David sagt, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was ich meinen Kindern, meiner nächsten Generation, mit dem Volk mitgeben möchte. Hey, gebt euch Gott hin und fürchtet ihn im Sinn von Ehrfurcht. Und wer Ehrfurcht erlernt hat, ich glaube, der muss sich weniger fürchten, auch vor Menschen. Weniger fürchten auch vor Dingen, wo wir nicht mehr im Griff haben. Weniger fürchten davor, dass mir was widerfährt, wo ich nicht mehr im Griff haben kann. Schau, bei den ersten Christen ist das ein verrücktes Phänomen. Das ist eine Beschreibung, wo in der Apostelgeschichte mehrmals vorkommt. Dass sie Furcht hatten vor Gott, dass sie bekannt waren davor, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das war wie ihr Markenzeichen von ihrem Glauben. Apostelgeschichte, da heißt es kam Furcht über alle Seelen. Die merkten plötzlich, hey, dieser Gott hat wirklich das letzte Wort. Als der Petrus die Predigt macht, da in Jerusalem diese berühmte Pfingstpredigt. Und darüber redet, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Da zitiert der Psalm und alles Mögliche. Und sagt, look, und das haben die erlebt auf einmal. Die merken, der Gott, der hat wirklich den Tod, das Ultimative, was uns Angst machen kann, wirklich überwunden. Und by the way, Petrus predigt die Predigt, indem er auf dem Grab buchstäblich vom David steht, der da begraben ist. Und da steht er oben drauf und predigt darüber, hey, über Ehrfurcht, über den Auferstandenen, der den Tod überwunden hat. Apostelgeschichte 2. Brüder, zu euch kann ich ja offen reden über den Patriarchen David. Er starb, er wurde begraben und sein Grab ist da bei uns bis auf den heutigen Tag. Und er steht da. Er steht da. Sagt, da unten ist. Und da er nur ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit seinem Eid zugesagt hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, redete er vorausschauend von der Auferstehung des Christus. Als er sagte, er sei nicht der Unterwelt überlassen worden und sein Fleisch habe die Verwesung nicht geschaut. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat dem Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist, empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgestiegen, vielmehr sagte er ja selber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Stäbeln aus deine Füße. Die Leute erlebten Wunder, die erlebten alle möglichen Umstände da drin mit Jesus. Jetzt ist Jesus tot und dann erlebe, wie Jesus wieder aufersteht. Und die ganze Bibel ist entstanden letztlich als Bericht, hey Leute, da ist was passiert, das ist so außergewöhnlich, das schreiben wir extra auf. Keiner der Autoren vom Neuen Testament hat sich hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt die Bibel auf. Die wollten erzählen, dass da der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, dass tatsächlich dieser Jesus lebendig ist und alle Ehrfurcht ihm gilt und aller Respekt ihm gibt. Und deswegen schreibt der Paulus später im 1. Korinther, hey Leute, Tod, wo ist der Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Die Furcht nimmt ab, glaube ich, wo Ehrfurcht größer wird. Die Furcht nimmt ab, wo Ehrfurcht größer wird. Und das war das Markenzeichen schlechthin von der ersten Kirchen. Durch die Jahrhunderte. Männer und Frauen, die bereit waren, sogar in den Tod zu gehen, in andere Länder zu gehen, in die Mission zu gehen, ähnlich wie der Patrick Gintlekoff und sagen, hey, ich lasse all das hinter mir und gehe nach da. Die Nachricht von dem Auferstandenen, der wirklich den Tod überwunden hat, die muss raus. Das ist so eine wichtige Nachricht. Und deswegen kommen sie diesen Vers, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wirklich ernst nehmen sagen, die Welt ist überwunden worden und deswegen habe ich nicht diese Furcht. Und deswegen gehe ich raus und bringe dieses Licht hinaus. Weil dieser Gott, dem folge ich, der wirklich den Tod sogar, die letzte ultimative Furcht in meinem Leben wegnimmt und sagt, es gibt ein Leben danach. Wie wird ein Leben, oder sagen wir es so, was wird das für dich bedeuten? Vielleicht heute neu damit zu rechnen, dass durch dein Leben so ein Stück Auferstehungskraft in die Welt hineinkommt. Dass durch dein Leben,
geprägt ist von Ehrfurcht. Sagt, das ist so eine gewaltige Kraft. Die macht einen Unterschied hier raus. Und wenn du zweit ist und denkst, ich weiß nicht, keine Ahnung, I don't know. Vielleicht musst du einen Schritt vorher anfangen und sagen, hey, wo wünschst du dir vielleicht in deinem Leben, dass die Auferstehungskraft, wo der Petrus da so vollmundig von erzählt und die Leute wirklich diese Ehrfurcht befiehlen. Oder der David sagt, look, das ist der Weisheit Anfang, Ehrfurcht, das ist das Wichtigste. Und alle meine Not bringe ich zu diesem Jesus und alle meine Not bringe ich dahin. Wo wünschst du in deinem Leben, dass die Ehrfurcht mehr durchbricht, dass die Auferstehungskraft in bestimmten Bereichen vielleicht mehr durchbricht? Dann nimm dir jetzt eine Minute Zeit, vielleicht einfach darüber nachzudenken, vielleicht ein Gebet zu formulieren und sagen, Gott, es gibt Bereiche in meinem Leben, die sind tot. Und ich habe auch mit Angst, da hineinzuschauen. Ich würde mir wünschen, da kommt mehr von dieser Kraft rein. Und vielleicht sprichst du ein Gebet und sagst, hey, ich möchte natürlich mein Leben noch mehr von dieser Auferstehungskraft auch anderen sichtbar wird. Dass Furcht weichen muss und Leben sich breit macht. Wenn dir was eingefallen ist, dann möchte ich ermutigen, nachher in der Worship-Zeit wirklich Gott nochmal selbst zu sagen. Vielleicht möchtest du auch zum Gebetsteam hingehen, die sind dort nebendran und kann sagen, bete für mich, dass diese Auferstehungskraft größer wird als die Furcht in meinem Leben. Wirklich größer wird als diese Furcht. Übrigens, der Black Bart, den haben sie irgendwann geschnappt. Sie haben ihn geschnappt und hat sich herausgestellt, dass er ein ziemlich einfacher Typ war. Ein wirklich sehr, sehr einfacher Mensch. Er hat nicht nur nie einen Schuss abgefeuert und der Grund dafür war, er hatte Angst, sich auch selbst zu verletzen. Er war eher so ein ängstlicher Typ. Deswegen ist er auch immer mit der Postkutsche irgendwo hingefahren. Ganz selten hat er selbst geritten, weil er hatte Angst vor Pferden. Erfolgreicher Black Bart Dieb. War selbst ein Mensch, wo irgendwo Ängste hatte. Und als seine Maske fiel, da wusste jeder, vor dem muss man keine Angst haben. Die Maske vom Tod ist an Ostern gefallen. Die Maske von diesem Todesgeruch, was sich immer wieder breit machen will von Ängsten, auch in unserer Welt, hey, ist an Ostern gefallen. Und die Kraft Gottes möchte dich und mich wirklich befähigen, in dieser Welt noch einen Unterschied zu machen. Wirklich Unterschiede zu machen, dass es heller wird. Wer zu Gott aufschaut, der wird strahlen vor Freude. Hey, darf ich euch bitten, aufzustehen und wir nehmen uns eine Zeit vom Miteinander Gott loben. Wie ich es eben schon gesagt habe, hey, wenn es dir nicht darum ist, ja, du musst nicht mitsingen. Dann lass andere für dich mitsingen. Wir singen als Kirche gemeinsam. Und jeder ist mit inkludiert, der momentan das nicht so ist. Aber wir preisen diesen Gott, der den Tod überwunden hat und dem wir alle Ehre geben möchten. Vater im Himmel, danke für deine Gegenwart hier und danke, dass du jeden von uns auch neu wieder ausrüsten möchtest mit so einer Kraft, mit so einer Mut, auch dich zu loben und alles wieder zu bringen, auch alle Ängste zu sammeln und dir bei zu deponieren. Das machen wir. Jesus, wir bringen das, was uns momentan so beschäftigt und momentan auch manchmal Angst und Furcht macht und Sorge bereitet. Wir bringen dir das und wir loben dich als unseren Schöpfer und sagen, du wirst das letzte Wort haben und erfüll uns mit Weisheit zum Handeln. Erfüll uns mit Mut, wirklich Unterschiede zu machen.